oh ja, ich müsste nur ein bisschen mehr Sport machen als andere, sondern sagen, das ist etwas, was mich richtig sauer macht, weil nein, ich muss nicht bewegen. Mein Problem ist nicht, dass ich hibbelig bin. Mein Problem ist, dass ich mich nicht konzentrieren kann. Das ist wie du mit Depressionen sagen, ja, du musst auch nur ein bisschen positiv denken. Und das ist halt nicht gemacht damit. Doch, das ist eine Krankheit, das ist halt ein Defekt im Hirn. Eben ein Botenstoff im Hirn kann nicht übertragen werden. Eigentlich eine körperliche Behinderung auf eine Art, kann man sagen. Leute mit ADHS dealen mit Ritalin. Nein, es gibt Leute, die das machen, sicher. Das habe ich auch schon gehört, das gibt es natürlich. Aber ich finde, das ist einfach unverantwortlich und einfach falsch. Aber der Großteil macht das nicht. Der braucht das, dass er im normalen Alltag bestehen kann, im normalen Arbeitsleben. Nein, ADHS ist keine Erfindung von der Pharmaindustrie. Ich glaube, das kommt davon, dass man das früher nicht diagnostiziert hat und sie jetzt immer mehr diagnostiziert wird. Und die andere Sache ist halt, das ist nichts, was man sieht. Das Gegenteil, ADHS ist sehr vererbbar. Mein Vater hat ADHS, meine Schwester hat ADHS, der Cousin von meinem Vater hat ADHS. Also ich glaube, das hat eine sehr hohe Vererblichkeitsrate. Ja, das stimmt. Leute mit ADHS können sich nicht konzentrieren. Bei mir ist es sehr schlimm zum Beispiel, deswegen habe ich auch zum Beispiel eine IV anfangen, genau wegen dem Problem, weil ich mich nicht konzentrieren kann und schnell abgelenkt bin. Nein, wir wollen keine Aufmerksamkeit haben, weil wir halt laut sind und das halt Aufmerksamkeit auf uns zieht, aber wir machen das aus dem Grund. Wir sind halt einfach so. Das hat nichts damit zu tun, hey, ich kann jetzt der Mittelpunkt sein von allen. Ich bin zum Beispiel eher so, nein, lass mich alle in Ruhe. Nein, also das Gegenteil. Wir werden sehr schnell müde, weil wir viel mehr Energie brauchen. Wenn ich 8 Stunden am Tag arbeite, bin ich fertig. Das wird aber auch zu Problem, wie eben, dass ich halt meinen Haushalt teilweise nicht so lösen kann, weil ich einfach nicht mag. Ich mag einfach nicht. Mir ist wichtig, dass ADHS ernst genommen wird, dass es akzeptiert wird als Krankheit, die Leute beeinträchtigt im Alltag und dass man Rücksicht darauf nimmt. Und wenn dir das jemand erzählt und dir näher steht, dass du vielleicht auch selber, wenn es geht, dich informierst und vielleicht was sind die Probleme von ihm und wie kannst du ihm helfen.